Warum seid ihr so traurig? Wohl, mir seht nach's doch an. Solltet ihr mal eure Gesichter sehen, wenn der Mani Matter, ja, das war schon ein Philosoph. Ja, er war sicher ein grosser Mann. Er ist vielleicht der ausgeglichenste Chansonnier. Ja, für mich ist er eigentlich einer der grössten Troubadouren. Das sind fast die eigenen Gedanken, die ich hier chansonniert sehe. Noch mehr könnte es nie so ausdrücken. Ein Zeitgenosse, der etwas leistet, nicht nur kritisiert. Sie regen nicht mehr zum Nachdenken an. Was mich hier eigentlich freut, ist, dass er noch ein bisschen engagiert ist. Ich habe das Gefühl, einfach, dass Mani den Leuten etwas zu sagen. Ich finde es noch lustig und ja, sie haben ja auch noch einen Sinn dahinter. Das ist ein Stück von Bern, wo man einfach Freude daran haben muss. Es ist ein Stückchen Heimweh. Warum seid ihr denn traurig? Nein, ihr habt doch keinen Grund. Vielleicht, wenn ihr einen Grund hättet, wäret ihr weniger traurig. Manche, wenn das Leben ihm wehtut, besinnt sich der Tür wieder dran. Manche, wenn das Leben ihm wehtut, besinnt sich der Tür wieder dran. In der ganzen Schweiz kennt man seine Chanson, die jetzt seine Freunde singen müssen. Er selber ist am 24. November des letzten Jahres tödlich verunglückt. Der Mani Matter. Geboren 1936, Vater von 3 Kindern, Dr. Jur, Rechtskonsulent von der Stadt Bern. Der bekannteste Berner Troubadour. Mani stimmt übrigens nicht. Hans-Peter heisse ich eigentlich. Meine Mutter war Holländerin und sie wollte mir eigentlich Jan sagen, das ist Holländisch für Hans. Und das hat meine Schwester nicht aussprechen und so hat sich dort so durch viele Irrwege der Name Mani herauskristallisiert, wo mir einfach geblieben ist. Ich habe eine Uhr erfunden, wo ging nach 2 Stunden bleibt stehen. Aha, ihr seht vielleicht nicht ein, was das Praktische soll sein, da dran. Ich will nicht sagen, es ist von wegen. Ging, wenn meine Uhr bleibt stehen, mahnt's mich dran, dass ich sie ja ganz allein erfunden habe. Und dann dünkt's mir, ich sei gleich noch ganz ein geschickter Mann. Ich heig ja doch eine Uhr erfunden, wo ging nach 2 Stunden bleibt stehen. Ging, wenn meine Uhr bleibt stehen, mahnt's mich dran, dass ich sie ja ganz allein erfunden habe. Und dann dünkt's mir, ich sei gleich nicht so ein dummer Mann. Freudig zieh ich sie dann wieder auf, geben ihr für 2 Stunden Schnuff. Und mir gibt das für 2 Stunden, das versteht ihr sicher gut. Selbstvertrauen und einen frischen Mut, denn ich ha doch eine Uhr erfunden, wo ging nach 2 Stunden bleibt stehen. So kann ich wieder staunen drüber, was ich geleistet habe. Das gibt mir eine gute Laune, es mahnet mich dran. Ich heig ja doch eine Uhr erfunden, wo ging nach 2 Stunden bleibt stehen. Zwar, sie ist nicht sehr präzis und gibt's Tür von früh bis spät, doch das stört mich in keiner Weise. Es gibt mir gleich das Gefühl von stolzer Majestät. Ich heig der für eine Uhr erfunden, wo ging nach 2 Stunden bleibt. Das war die erste Chanson von Mani Matter, die das Studio Bern am 20. Februar 1960 ausgestrahlt hat. Der Mani hat aber schon mit 17 Jahren angefangen, Berner Chanson zu machen. Wie ist er überhaupt dazu gekommen, so berndeutsche Lieder zu schreiben? Ja, wie es bei solchen Sachen so geht, man rutscht eigentlich mehr rein, als dass man bewusst den Entschluss fasst, man will jetzt auf eine berndeutsche Chanson machen. Der unmittelbare Anlass war, dass ich für einen Vaterabend eine Produktion machen und ich habe dann kurz vorher gerade den Brassens entdeckt meinerseits. Und nachher ist das Einzige, was mir in den Sinn kam, eine Melodie zu nehmen,
vom Brassens und dort drauf einen neuen Text zu machen. Und das habe ich dort gemacht und das hat auch zu meiner eigenen Überraschung ziemlich Erfolg gehabt. Und als es fertig war, haben alle Leute gesagt, ja, ich soll doch noch mehr Sättige singen, aber ich keine anderen mehr können. Aber ich habe gefunden, ja, offenbar muss ich jetzt noch mehr machen und das habe ich dort gemacht. Und bin dort das erste Mal aufgetreten an einem Gimmerfest, das war so ein Schulfest, wo es so ein Kabaretträumchen hatte. Und dort drinnen habe ich das erste Mal etwa 4 oder 5 gesungen von diesen Liedern. Und nachher ist das wieder so ein bisschen versandet bis zur Wahl von Klaus Schädelin. Ich glaube, es war bei seiner Wahl, wo wir dort den Sieg gefeiert haben. Ich war dann Chef vom Propagandakomitee. Habe ich meine Gitarre mitgenommen und das der gesungen. Und das ist eigentlich, so ist es zu dieser Entdeckung, wenn man dem sagen kann, gekommen. Das hat der Erfinder von Berner Chanson, der Mani Matter, vor 3 Jahren gesagt in einer Sendung mit dem Titel «10 Jahre Berner Chanson». Dann zumal hat der Gemeinderat Klaus Schädelin erklärt, warum ausgerechnet das Bern so Chanson wachsen konnte. Der Berner der ist schon ein bisschen schwerblütig und er hat Mühe, die Sache zu sagen. Er bringt es nicht vor. Es braucht schon ziemlich viel, bis er einmal mit seelischen Prozessen an die Aussenwelt kann. Das verarbeitet drinnen. Und erst von einem zünftigen Druck an wird es überhaupt möglich. Und die Chanson ist eine unglaublich dichte Kunstform, die auch eine psychische, eine seelische Dichte braucht. Und vielleicht ist deswegen Bern ein guter Boden dafür, weil die sind alle traurig oder sie haben Mühe oder sie denken viel, aber sie können es nicht sagen. Und unter einmal ist dort die Schwelle erreicht, wo es mal raus muss. Und dann muss sie in eine dichte Form. Und weil die Chanson die dichteste ist, entspricht es vielleicht so widersprüchlich, das tönt doch am Berner besonders. Der Mani Matter hat die Berner Chanson erfunden und die Tradition der Berner Troubadouren begründet. Troubadour vom provenzalischen Trovador heisst ja Erfinder. In der gleichen Radiosendung hat der Berner Schriftsteller Kurt Marti gesagt: Der Mani Matter sieht gar nicht aus wie ein Sänger, er sieht aus wie einer, der denkt. Und so singt er auch. Er nimmt seine Gitarre, steht einfach so her, fängt an zu singen und du meinst, da singe ich jetzt einfach so einen. Und er singt auch wirklich einen. Man hört ihm zu. Doch ab allem Hören kommst du plötzlich ins Denken und denkst dir auf einmal so Sachen, wo du nie wärst drauf gekommen, jetzt aber kommst du drauf, weil einer so Sachen mit Tönen oder Töne singt mit Sachen, wo niemand sonst wäre drauf gekommen, wo vielleicht auch niemand sonst wette drauf kommen, wenn es nicht so kurzweilig wäre zum Hören. Das ist der Mani Matter. Es gibt Leute, die würden alle die Wege nie ein Lied vorsingen, so wie ich jetzt hier. Ich singen um keinen Preis, nein, Pütis, nein, weil sie Hemmungen haben. Sie wären vielleicht gern im Grund genommen frech und denken, dass sie ihr grosses Pech und es lastet auf ihnen wie einen schweren Stein, dass sie Hemmungen haben. Ich weiss, das macht ihm heiß, verschlägt ihm die Stimme. Doch dünkt's ihm manchmal schon, sei nichts so schlimm. Es ist gleich ein Glück, auch wenn wir's gar nicht wollen, dass wir Hemmungen haben. Was unterscheidet die Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nicht, dass wir schlechter Bäume aufkommen, nein, dass wir Hemmungen haben. Man stellt sich Männer vor, wenn's anders wär, und es käme ein hübsches Mädchen daher. Jetzt schauen wir doch höchstens ein bisschen auf die Beine, weil wir Hemmungen haben. Und wenn man sieht, was heute der Menschheit droht, so sieht man wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch hoffen kann, ist allein, dass sie Hemmungen haben.
Das also ist der Mani Matter. Ist er am Ende ein Linker, weil er nicht nur singt, sondern auch denkt und ihn mit seinem Singen und ohne dass man es recht merkt, zum Denken bringen. Aber er denkt und singt ins Links und Rechts um alle Ecken herum. Und Ecken hat es einen Haufen zu Bern. Die Stadt Bern ist ein Haufen von Ecken. Man kann hier gut verstecken. Bern ist eine Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten und hinter denen sind die Berner versteckt und reden zusammen Berndeutsch. Am Mani Matter seine Chansons sind im Berndeutschen versteckt. Sonst wäre er am Ende berühmt und würde in Paris im Olympia singen. Jetzt ist er halt zu Bern. Auch zu Bern kann man leben. Man lebt auf Berndeutsch so gut, wie man kann. Mit den Berner Chansons geht es besser als ohne. Der Mani Matter hat Erfinder erfunden, die sich buchstäblich hören lassen, die hörwürdig, aber nicht würdig sind, die man gerne hören. Manchmal nur fast zu gern, weil man zu Bern noch gleich einmal zu gern hat, was heimelig ist, oder nur so tönt, als wäre es heimelig. Und darum macht man gern aus allem etwas, was heimelig ist, was niemandem wehtut und alles beim Alten lässt bleiben. Dabei haben wir jetzt einen neuen Bahnhof, Mondstaub auf unserer Uni. Der Hypothekarzins ist gestiegen und in der dritten Welt sterben pro Tag Tausende an Unterernährung. Unheimelig wär's, wenn es nur heimelig wäre. Gottlob gibt's der Mani Matter, der singt es einfach so. Und wenn er so singt, so merkt man manchmal, wie unheimelig das Heimelige kann sein. Und vor allem, wie nötig wir es hätten, über das Heimelige und über das Unheimelige nachzudenken. In Eisenbahn sitzen die einen so, dass sie alles, was kommt, schon zum Voraus gesehen haben. Und der Rücken zukehren, der Richtung von wo der Zug kommt. Die anderen, die sitzen im Bank vis-à-vis, dass sie lang noch sehen können, wo der Zug schon war. Und der Rücken zukehren, der Richtung wohin der Zug fährt. Jetzt stellt euch vor, jeder behauptet einfach, so wie er es sieht, sei es richtig und schon haben sie Krach. Sie geben einander mit Schirmen aufs Dach, der Zug fährt. Und auch wenn der Kondukteur jetzt noch kommt, so geht er dem Sachverhalten nicht auf den Grund. Er sagt nur, was für eine Ortschaft jetzt kommt. Es ist Rorschach. Ich habe ihn lernen kennen, noch in einer Zeit, wo der dauernd so ein paar glatte Gielen um sich hatte. Nicht ein Verein, nicht irgendetwas konstituiert, so eine Gang. Eine Gang haben sie es genannt, oder drin bestanden, dass die einfach zusammengehockt sind. So ein Beispiel. Da hocken sie zusammen, für zu beraten, in welchem Kino sie wollen. Für das kommen sie zusammen. Es ist der Vorschlag gefallen, der eine hat gesagt, wir gehen in einen Westerner. Der andere hat gesagt, nein, wir gehen in einen Problemfilm. Und dann ist das zum Thema geworden. Und dort haben die geistige Übungen gemacht dran, bis in die tiefsten Tiefen des Problems runter. Aber immer sind dabei geblieben, in welchem Kino gehen wir. Das hat die bis zu den Sternen oder bis in HDs geführt und am Schluss haben sie sich entschlossen für einen Western. Der Freundeskreis hat sich praktisch nie aufgelöst. Die 6 oder 7 haben sich immer wieder getroffen, meistens am späteren Samstagnachmittag in einer alten Berner Betz. Was für eine Rolle hat der Mani Matter in diesem Gang gespielt? Einer von seinen Freunden, der Urs Brand. Er war einer der Kernmitglieder, nicht nur dem Alter nach von der Zugehörigkeit, sondern auch in der Art und Weise, wie er eben eigentlich der Geist, wenn man so
bisschen hochgestochen, will sagen, den Geist vom Gang belebt hat. Und er ist ganz ohne Zweifel ist er kann man sagen, der intelligenteste, der begabteste in verschiedener Hinsicht. Besonders hat ihn auch einfach zum Teil fasziniert, sein ganz unerhörte Gedächtnis. Er konnte eine kleinste Anekdote, die er irgendwie 15 oder fast 20 Jahre vorher in der Schule oder im Gimmer hat auswendig lernen, die hat er noch einfach auf Anhieb, ist die gerade präsent gewesen. Und so ist es natürlich mit sehr vielen Gedichten und Versen gegangen. Aber eben die Verarbeitung von Andeutungen oder von einer Schilderung, was man gelesen hat, die war bei Manni schon ganz ausserordentlich lebendig gewesen. Wir müssen also noch über Wildwester beim Manni schon noch ein bisschen reden. Er war wahrscheinlich in der Stadt Bern einer von denen, der am meisten Wildwester gesehen hat. Seiner Theorie gemäss hat der Wildwester ja immer etwas Märchenhaftes müssen haben. Also irgendwie in der Unwirklichkeit angesiedelt. Ein Mann namens Bill kommt ins Dorf zu reiten will. Er hier weit von daheim. Auf der Suche nach ihm ist, wo hat ein Verbrechen begangen fürs Rächen. Schon hat er bis jetzt 3 von den Komplizen verwünscht, doch ist eben noch einen am Leben, der sucht er seit Jahren. So hat man erfahren. Jetzt macht in diesem Ort sich eine Bande zum Sport, alle Leute zu schikanieren und zu terrorisieren. Der Chef ist ganz schlimm und heisst Tennessee Jim. Und wer ist der Mann, wo der Bill gesucht hat? Ja, es verratet sein Weib. Mit einer Kugel im Leib, noch mit sterbender Stimme. Der Tennessee Jim. Jetzt zweifelt man nicht mehr, dass er schlimm ist, der Jim. Oder Bill will ihn finden, dann kommt er von hinten. Doch der Bill ist nicht dumm und er kehrt sich schnell um, macht Bumm. Und zufrieden zum Kino aus geht das Publikum. Wildwester heisst das Lied von Manni Matter, das der Fritz Wittmer gesungen hat. Clown, Koch oder Architekt hat er als Bub werden, hat der Manni einmal gesagt. Er hätte aber den gleichen Beruf wie sein Vater gewählt und nach der Matur 1955 angefangen Jus studieren. Nach dem Fürsprecherexamen ist er an der Uni Bern Assistent geworden und hat daraufhin das Doktorat gemacht. Typisch für ihn war seine Dissertation. Sie hat den Titel «Die Legitimation der Gemeinde zur staatsrechtlichen Beschwerde». Die Dissertation hat nur 84 Seiten. Aber das Buch hat trotzdem wegen seiner echten Qualitäten grosse Beachtung gefunden. Das Bundesgericht setzt sich mit seinen Thesen eingehend auseinander und am Schweizerischen Juristentag 1972 in Davos ist das Buch von Matter wieder im Blickfeld gestanden. Er ist außerordentlich sachlich als Jurist und als Künstler. Aus keinem von seinen Chansons merkt man zum Beispiel direkt seine unerhörte Belesenheit oder seine Bildung. Sie wirkt sich nur im Produkt aus, in der Menschlichkeit und in der haarscharf richtigen Erfassung der Situationen. Ich glaube, es ist streng in sich selber gegenüber, verbunden natürlich mit seiner Begabung, die der Schlüssel liefert zum Phänomen vom Jurist wie vom Chansonnier Matter. Der Professor Josef Hofstetter, der der Manni als Student und Kollege kennt hat. Am Manni Matter wären noch Professuren an Universitäten offen gestanden. Er hat sie aber ausgeschlagen. Ein Jahr lang war er in England und hat während der Zeit auch an seiner Habilitationsschrift über die pluralistische Staatstheorie gearbeitet. Am Schluss dieser unvollendeten Arbeit zitiert er einen Autor, den er besonders geschätzt hat, der englische Reformsozialist Harold Lasky. Ein Mensch muss vor allem sich selber treu sein. Der größte Beitrag, den er zum Staat leisten kann, ist die Anstrengung seines moralischen Urteils. Der Professor Jörg Müller erinnert sich an seinen Kollegen. Der Mann war eine Gesamtpersönlichkeit, die seine Juristerei mit dem gleichen Engagement betrieben hat, wie er seine Chanson gesungen hat. Man findet ähnliche politische Anliegen in seinen Chansons, wie er es in seiner Lehrtätigkeit und in seinen wissenschaftlichen Schriften vertreten hat.
Parallele sehe ich auch drin, dass er in beidem eine Sprache gefunden hat, mit der er die Leute unmittelbar, spontan anreden konnte, ohne aggressiv zu werden. Er hat einen Zug zum Pragmatischen gehabt. Ihm sind die praktischen Tagesprobleme stets vor Augen gewesen, wenn er irgend zu einer theoretischen Frage Stellung genommen hat. Wenn Sie mich fragen nach einem Bezug von einer bestimmten Chanson zu seiner Tätigkeit als Jurist, fallen mir im Moment gerade 2 Chansons ein. Das eine ist das Liedli vom Hans Jakobli und das Babettli, wo es ja ganz wesentlich darum um die Frage geht, wagt der einzelne Bürger zu klopfen, offen zu legen, zu kritisieren, wenn es ihm nicht behagt im Gemeinwesen. Das andere, was mir gerade einfällt, ist das Lied über die Tellenaufführung, die Sorge vom Manni, dass wir die rechten Mittel einsetzen, um die Freiheit zu erwerben oder zu behalten in unserem Gemeinwesen. Das war ihm ein vordringliches Anliegen. Der Hans Jakobli und das Babettli haben mit dem Küche-Taburettli ein Spiel zusammengespielt zum Geissen. He, Frau Meier hat das geheissen. Da ist zum Beispiel zuerst das Babettli drauf geklettert auf das Taburettli. Und Hans Jakobli, der sonst sagt, ist tiefig drunter geschnagt. Ganz laut hat obenher das Babettli jetzt gestampft auf das Taburettli, bis das der Hans Jakobli doppelt, so laut hat unten aufgedoppelt und gerufen, he, Frau Meier, machet, doch nicht so kracht, und hei sie gelacht. Und er war oben, es unten, und das Spiel hat diesen Weg stattgefunden. Von wegen grad so in dem Spiel, wie zu gerechtem Beispiel gibt es viele, ist jeder da dafür, wer krampft, gern der, wo oben abstampft. Es ist nicht jeder wie das Babettli, so harmlos auf seinem Taburettli. Drum schaut das wie Hans Jakobli, gang einen unten auf den Toppli. Ich will fast sagen, die Welt wär freier, wenn mehr wird gerufen, he, Frau Meier. Der Mani Matter ist 1970 wieder an die Universität zurück. Neben seinem Beruf als Rechtsberater von der Stadt Bern hat er einen Lehrauftrag für Staatsrecht übernommen. Seine Studenten haben ihn als aussergewöhnlichen Lehrer in Erinnerung. So der Werner Spirig und der Andreas Scherer. Eine tiefe Erinnerung an Mani, wo er eigentlich seine Lehrerpersönlichkeit gerade mit einem Schlag präsentiert hat. Das war in der ersten Stunde, wo ich ihn gesehen habe. Er ist reingekommen und hat uns gefragt, sind ihr der Ansicht, dass die Anarchie erstrebenswert ist, oder sind ihr der Ansicht, dass ein geordnetes Staatswesen erstrebenswert ist? Sofern er dazu kommt, dass eigentlich das Erste das Erstrebenswerte ist, dann haben wir da nichts mit zu suchen, dann gehen wir am besten heim und erleben die Anarchie. Im letzten Sommersemester haben wir uns immer so in Wirtschaften von Bern getroffen und anschliessend hat er auch mit uns über seine Lieder diskutiert. Wir haben ihn dann gefragt, warum und aus welchem Motiv er eigentlich Lieder macht, und er hat immer wieder betont, dass er irgendwie ein politisches Leben in Modelle einfangen. Ich habe ihm eine Seminararbeit geschrieben und er hat die korrigiert und mich in sein Büro lassen, um sie mit mir zu besprechen. Und dann hat er auf dem Tisch nichts anderes als meine Arbeit und einen riesigen Radiergummi. Und dann hat er alle Korrekturen, die er reingeschrieben hat, mit Bleistift nur, die hat er wieder rausradiert. Er hat sie mir erklärt und dann hat er es gerade ausgelöscht. Typisch für seine Unterrichtsform, die nie aus einer grossen Theorie hat bestanden, sondern einfach aus praktischer Glaubwürdigkeit. Es hat sich so ergeben für ihn, manchmal war er selber überrascht. Ist das, dass wir einmal vor das Gericht gegangen, und zwar auf eine ganz lustige Art vor Gericht, nicht wie das üblich ist, dass der Professor mit dem auf Lausanne fährt
und dann das hehre Bundesgericht anhören. Sondern er hat uns einen staatsrechtlichen Fall aufgegeben. Er hat ein paar gesagt, ihr seid Verteidiger, ihr seid Beklagte, ihr seid Staatsanwalt, ihr seid Richter. Und dann sind wir, das hat er selber organisiert und hat Miete gezahlt. Im Obergericht haben wir die Zivilkammer gemietet und sind am Nachmittag dort reingehockt. Und dann hat er uns Studenten 3 Stunden lang zugelassen, wie wir vom Richterstuhl oben runter den Fall behandelt haben. Ein Freund von Manni, der Christoph von Greyerz, erinnert sich an eine ähnliche Szene aus seiner Studienzeit. Der Manni und ich hatten gemeinsam das Probeplädoyer vor dem Gesamtobergericht, also noch dort noch in den gestreifelten Hosen und im schwarzen Kleid und in der silbrigen Krawatte. Ich habe, glaube ich, die Klägerin vertreten, mit also ein richtiges Dossier bekommen. Ich habe die Klägerin vertreten und der Beklagte. Beide haben jedenfalls das Gefühl bekommen, dass der Standpunkt vom anderen, also von der Gegenpartei, eigentlich viel vertretbarer sei. Und beide haben das lustlos geredet. Denen, wo's gut geht, ging's besser, ging's denen besser, wo's weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, wo's gut geht. Drum geht wenig, für dass es denen besser geht, wo's weniger gut geht. Und drum geht's auch denen nicht besser, wo's gut geht. Denen, wo's gut geht, ging's besser, ging's denen besser, wo's weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, wo's gut geht. Drum geht wenig, für dass es denen besser geht, wo's weniger gut geht. Und drum geht's auch denen nicht besser, wo's gut geht. Vor 4 Jahren ist der Manni Matter Rechtskonsulent von der Stadt Bern geworden. Neben ihm hat der Sekretär für kulturelle Fragen, der Sam John, sein Büro gehabt. Was war der Manni für ihn? Einfach, soll ich sagen, er war einfach ein Mensch. Und ein Mensch, der mir näher gestanden ist als andere. Ich sehe ihn als Mensch, der einfach mit seinen Fehlern, mit seinen so glatten Eigenschaften, die Wärme, die er einfach doch immer hatte, so sehe ich ihn. Und das fehlt mir am meisten. Das sagen wir Kaffeepausen am Morgen, die man mit ihm hatte, wo man über alles, über Gott und die Welt und über die Arbeit und über alles geschnurrt hat. Er war nicht der pedantische Büroarbeiter in dem Sinn. Er hat zum Beispiel sich strikt geweigert, hat gesagt, extra am Montag sollte man in Bern in der Verwaltung bis um 6 Uhr arbeiten. Und die anderen Tage hat er bis 4 Uhr vor, weil man einen Samstag frei hat. Und er hat gesagt, das lächerliche Spiel mache ich nicht mit. Und ist einfach immer prinzipiell, und zwar ganz offensichtlich, genau um 4 Uhr vor 6 Uhr vorgegangen. Der Berner Stadtpräsident, Nationalrat Reinhold Scheppert. Der Herr Dr. Matter, wenn ich das mal so darf sagen, war ein ganz ausgezeichneter Jurist. Auf der anderen Seite war er ein Humanist. Wenn er einen Antrag stellen musste, wo es darum gegangen ist, ob gegen einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung disziplinarische Massnahmen müssen ergriffen werden, so hat er mindestens so die Entlastungsgründe gesucht, wie die belastenden Elemente. Der Manni Matter war nie ein Beamter im Sinn von 8.12.2.6. Sondern für ihn war der Auftrag, den er bekommen hat, eine Aufgabe, nämlich der Allgemeinheit zu dienen, der Idee vom Recht und am Mensch. Ein weiterer Vertreter vom Berner Gemeinderat, der Nationalrat Gerhard Schürch, über den Manni Matter. Ich habe ihn lernen kennen, ähnlich wie seine Freunde von seinen Chansons, als ein sehr nachdenklicher Mensch. Er hat unbedingt einen glaubwürdigen Einsatz für die Benachteiligten gehabt. Ich hatte einmal eine Kontroverse mit ihm wegen seinem Einsatz gegen das neue Jugendrechtspflegegesetz. Ich hatte dort die Auffassung, dass er letzte Argumente hatte. Und die Art und Weise, wie er darauf Stellung genommen hat, wie er begründet hat, warum er aus diesen paar umstrittenen Artikeln hat, einen Nachteil herausgelesen oder gesehen für die Jugend, hat mich sehr beeindruckt. Er war absolut fair. Er ist eben das, was ich eigentlich als ein Homme de bonne volonté bezeichne, der nach meiner Auffassung
zu denen gehört, wo eben das Existenzminimum von der Demokratie hilft wahren. Das Lied vom Kritisieren. Denen, die in der Schweiz kritisieren, gibt man gerne zur Antwort: Seid doch froh, dass ihr hier so kritisieren dürfen. Anderen Orten wäre es denn nicht so. Also hört auf mit kritisieren, sagt man denen. Darum gebt Acht. Jeder hat hier die Freiheit zu kritisieren, wenn er es nur ja nicht jemand macht. Kuh am Waldrand. Er ist mit seiner Staffelei am Sonntag über Land und hat ein Sujet gesucht, das er malen könnte. Da trifft sein Künstlerblick auf eine Kuh am Waldesrand. Er sieht, das gibt ein Meisterwerk nicht zu zahlen. Er stellt sich auf und malt zuerst links der Wald im Hintergrund, ein Hügel rechts, ein Himmel noch dazu. Drauf macht er vorne das Gras mit vielen Blumen drin und kommt am Schluss zur Hauptsache, nämlich zu der Kuh. Er mischt auf seiner Palette zarte Braun mit geschickter Hand und tunkt der Pinsel rein und setzt ihn an. Doch wenn er jetzt einen letzten Blick wirft auf seinen Gegenstand, ist plötzlich auch herrje Kuh nicht mehr da. Das unverschämte Tier ist rausgelaufen aus seinem Bild. Kein Mensch weiss, was von dort ins Heb vertrieben. Sie ist nicht mehr zurückgekommen, auch wenn er gerufen und gewunken hat wie wild. Ein weisser Fleck ist auf der Leinwand geblieben. Noch lang, an selbem Sonntag, ist er gesessen an der Stelle, hat gewartet vor seiner Staffelei, das da. Es brauchte nicht die gleiche Zeit, eine Kuh dorthin will, wo ihn noch sein Bild vollenden lassen. Doch die Welt ist so perfid, dass sie sich selten oder nie nach Bildern, die wir vorher gemacht haben, richtet. So haben auch auf der Matte die banausenhaften Kühe den Ansatz zum Meisterwerk vernichtet. Der Mani Matter ist bei allem immer dem Problem auf den Grund gegangen und hat sich erst dann ein Bild gemacht. Auch in der Politik hat er es so gehalten. Wie sein Freund, der Gemeinderat Klaus Schädelin, war er im jungen Bern dabei, ähnlich schon als Präsident. Zu diesem Aspekt der Max Neuenschwander. Das junge Bern ist als Reaktion auf eine Politik der grossen Parteien entstanden. Aus einem Kreis heraus von Jungen, die an sich gefunden haben, wir sollten sich an der Politik beteiligen. Der Start war im Jahr 1955, im November. Und der Mani Matter, der war dort ja 19, der ist im Frühling 1956 ist der nachher dazugekommen und war eigentlich dort fast der Jüngste von diesem relativ kleinen Kreis von Leuten im jungen Bern. Hat aber eigentlich von Anfang an nachher schon eine sehr wichtige Rolle angefangen zu spielen, weil er ganz eine klare Konzeption hatte von dem, was man eigentlich in der Politik machen sollte. Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hat eine Flamme gegeben. Und ich habe für Zigaretten Feuer vom Hölzli nehmen. Aber das Hölzli ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Und es hat noch fast ein Loch in den Teppich gegeben davon. Ja, man weiss, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst mit Feuer. Und für Glut der Zigaretten ist ein Teppich doch jetzt teuer. Und vom Teppich hat auch Gruß können das Feuer ins ganze Haus. Und wer weiss, was da nicht alles noch wär worden draus. Es hat einen Brand gegeben im Quartier und es hätte die Feuerwehr müssen kommen, hat die gehornet in den Strassen und den Schlauch vom Wagen genommen. Und sie hätten Wasser gespritzt und das hätte gleich nichts genützt. Und die ganze Stadt hat brennt, es hätte nichts mehr geschützt. Und die Leute wären umgesprungen in der Angst um Hab und Gut. Hätte gemeint, sie hätten ihnen Feuer gelegt, hätte das Sturmgewehr genommen in Wut. Als hätte brüllt, wer ist schuld, das ganze Land in einem Tumult. Dass man geschossen hat auf Bundesrat am Rednerpult. Duno hat interveniert und Duno Gegner sofort da. Für in der Schweiz der Frieden zu retten, wären beide mit Panzer gekommen. Es hat sich ausdehnt nach die nah auf Europa, Afrika. Es hat einen Weltkrieg gegeben und die Menschheit wäre jetzt nicht mehr da. Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hat eine Flamme gegeben. Und ich habe für Zigaretten Feuer vom Hölzli nehmen. Aber das Hölzli ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Gott sei Dank, dass ich es vom Teppich wieder fort habe genommen. Er hat immer einen Fond, eine Basis genommen
wo ihm absolut ist vertraut worden, und von dort aus ist er dann in die Tiefe gegangen und er ist nicht nach Vietnam übergeschwenkt, wo er einfach gar nicht selber hat miterlebt, nicht können miterleben. Und gerade das finde ich, das ist ein ganz besonderer Vorteil von Mani Matter. Der Berner Troubadour Jakob Stickelberger. In den letzten Jahren haben er und Fritz Widmer mit dem Mani Matter zusammen gesungen. Darum können die beiden Chansonniers sicher am besten sagen, wie Mani seine Lieder entstanden sind. Als ich den Mani Matter zum ersten Mal gehört habe, da ist mir vor allem geblieben, der Ferdinand ist gestorben. Sinnigerweise hat er das beim 80. von meinem Grossvater gesungen, und das hat ihn selber ja gelächelt, als er ihm das erzählt hat. Als ich dann nach Zürich bezügelt, ist eigentlich fast keine Woche vergangen, wo nicht ein Vorschlag oder ein neues Lied, ein Entwurf von einem neuen Lied ist im Briefkasten gelegen. Und ich muss sagen, das habe ich in bester Erinnerung. Wir haben allerdings nicht nur korrespondiert, sondern auch sehr viel und sehr lang telefoniert. Schwierig ist es eigentlich erst dann geworden, wenn der Mani Matter sich am Telefon hat erkundigt, ob mir jetzt diese Melodie gefallen. Dann hat er nämlich am anderen Ende vom Draht in Bern mit seiner keisterigen Stimme angefangen zu singen, und ich hätte hier in Zürich sagen sollen, ob ich es schön finde. Furchtbar ist es der erste geworden, wenn er dann halb noch bei solchen Gelegenheiten noch seine Gitarre hat bei sich hatte. Dann hat er dann offenbar den Hörer zwischen Kopf und Schulter geklemmt, die Gitarre aufs Knie getan und hat versucht, singenderweise zu telefonieren und erst noch dazu zu begleiten. Das hat selten funktioniert. Dann ab und zu hat es geklopft, das habe ich am Hörer gehört. Der ist offenbar die Gitarre runtergefallen. Oder dann ist ihm der Hörer zwischen Schulter und Kopf rausgeschlüpft. Zum Beispiel an Alpenflug mag ich mich noch genau erinnern. Den hat er fertig gehabt, aber der Schluss war noch nicht befriedigend. Er hatte einen harmlosen Schluss und ich habe gefunden, es müsse doch eher ein Schluss mit einem letalen Ausgang sein. Und das hat er dann gefunden, doch, das stimme. Er schreibt da wörtlich, es drängt sich tatsächlich auf, und ich habe auch gern, wenn meine Lieder einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Sind zwei Freunde in einem Sportflugzeug einen Alpenflug machen, fliegen rauf zu den Gipfeln und durch ab den Gletscher nachher. Hinten sitzt der Passagier, der steuert, der sitzt vor, und es rattert und brummt um sie herum der Motor. Da ruft der hinten sitzt, schau, das Benzin geht aus, musst landen. Wie, was sagst, ruft der Pilot, los, ich hab dich nicht verstanden. Wie, was hast du gesagt, ruft der hinten, warum landest nicht sofort? Red doch lauter, ruft der vorne, bei dem Krach höre ich kein Wort. Ich versteh's nicht, ruft der hinten, warum machst du nicht, bist du dagegen? Ich versteh's nicht, ruft der vorne, musst mir's wirklich lauter sagen. Wie, was sagst, ruft dieser Lu, der Tank ist leer, du fliegst nicht mehr weit. Los, bei dem Mordsdonnerslärm, ruft der vorne, höre ich nichts. Aber los doch, ruft der hinten, Gottfried Stutz, wir haben nicht die Welle. Du nicht aufgeregt, ruft der vorne, red doch lauter, Gott vertelle. Los, ruft dieser, wenn wir jetzt nicht landen, fallen wir ins Tal. Hören gang noch nichts, ruft einer, los, begreif doch das einmal. So hat im Motor Lärm, der Pilot hat nicht verstanden, dass ihm jetzt das Benzin ausgehen könnte und dass er sofort landen sollte. Da auf einmal wird's plötzlich still, nämlich weil das Benzin ausgeht. Und jetzt, wo man's hat verstanden, haben sie beide nichts mehr gesagt. Der Berner Troubadour Fritz Widmer. Im ersten Programm, das die Berner Troubadour gesungen haben, war der Mani Matter nicht selber dabei, es haben andere seine Lieder gesungen. Er ist aber einmal hören. Und er hat mir hinterher gesagt, der Rudi Krebs und ich, sei ihm so gut gefallen, dass er nachher gefunden hat, er will auch wieder mitmachen. Und nachher ist er im nächsten Jahr da wirklich auch zu uns gestossen, wenn er wieder mitgemacht ist, auf der Bühne gesehen, hat seine Lieder nachher selber gesungen. Und dann habe ich ihn eigentlich lernen kennen. Seit 1966, als das zweite Programm kam, haben wir fast jedes Chanson aneinander geschickt und nachher lang besprochen. Und zum Teil Melodie auch besprochen. Er hat manchmal bis 5 Melodien gehabt zu einem Lied. Ich weiss noch, eins hat er mir von England 5 Melodien aufgeschrieben auf einen Zettel, und ich hätte nachher auslesen sollen, dass jetzt die beste sei. Das war der Parkingmeter gewesen. Und ich habe nachher eine Melodie rausgelesen und ich glaube, er hat nachher doch die noch tatsächlich, die ich gesagt habe, ich finde sie die beste.
Und zuletzt war es ja so, dass wir tatsächlich einander eigentlich fast Aufträge gegeben haben. Wir haben mit dem Jakob Stickelberger und ich und er haben zusammen ein Programm zusammengestellt. Eine Kriminalgeschichte einerseits, andererseits einfach Einzelchanson. Und da haben wir uns einfach alle 3 Wochen getroffen an einem Abend oder am Samstagnachmittag und haben wir einander gesagt, das nächste Mal machst du das Chanson. Und dann mit keinem kommst du so überkommst du Franza oder so etwas. Das muss ich also schon sagen, die meisten Chansons sind sehr stark noch umgearbeitet worden, bis sie wirklich so gesungen wurden, wie man sie jetzt singt. Und er war ein sehr harter Beurteiler gewesen, sowohl er wie ich. Wir schreiben ungefähr doppelt so viele Chansons, wie wir nachher singen tatsächlich. Bei einem Parkingmeter nehme ich das Auto Vella, aber hab kein 20 für beim Geldschlitz reinzulassen. Ja, was mache ich jetzt da? Han ich gedacht, ich könnte ja schnell zur Post am Ecke gehen, mir ein 20 wechseln lassen. Aber halt, dann müsste ich ja das Auto hier stehen und zu dem Zweck müsste ich da zuerst ein 20 reinlassen. Und ein 20 habe ich ja eben nicht, ich müsste da zuerst zur Post am Ecke gehen und mein Auto hier stehen. Und für das Auto hier zu stehen, müsste ich zuerst ein 20 haben. Und das ist, was ich nicht habe, wenn ich nicht auf die Post gehen kann. Zwar auf die Post müsste ich nicht gehen, wenn ich das 20 hätte, doch da ich das 20 ja nicht habe, kann ich das Auto nicht stehen. Und ich kann kein 20 haben, wenn ich nicht auf die Post gehen kann. Und auf die Post kann ich nicht gehen, weil ich ja kein 20 habe. Bei einem Parkingmeter nehme ich das Auto Vella, aber hab kein 20 gehabt und hab wieder müssen gehen. Der Manni hat nicht nur Juristen und Chansonniers als Freunde gehabt. Auch für Leute aus anderen Kreisen hat er etwas bedeutet. Stellvertretend für viele erinnert sich der Kunstmaler Peter Stein an Manni und sein Verhältnis zur Kunst. Der Manni Matter versteht aufzutreten, ohne aufzutreten, und versteht das Theater, ohne das Theater. Und ich glaube, das war schon seine Art, wenn er im Atelier sich bewegt hat. Für ihn ist die Kunst etwas Alltägliches. Und der Musikwissenschaftler Theo Hirsbrunner? Es war merkwürdig, sein Verhältnis zu der hohen Kunstmusik im Allgemeinen. Er ist nie in Konzerten mit klassisch-romantischer Musik, so in die gewöhnlichen Abonnementskonzerte. Hier und da, einmal früher, habe ich gesehen, dass er Schubert-Lieder von Platten hört. Und das hat mich manchmal doch sehr verwundert. Denn der Mann war sehr intellektuell und kritisch und er hätte es wahrscheinlich nicht gerne zugegeben, wenn man gesehen hat, dass er sich in eine melancholische, schönheitliche Stimmung da versenken. Die Einfachheit von seiner Musik hat etwas Irritierendes und seine Sachen, die stimmen in sich, die sitzen. Das ist absolut klar. Die Einfachheit bildet den Kontrast zu den sehr komplexen und auch subtilen Gedankengängen vom Text. In einem frühen Gedicht von ihm nennt er sich selber ein Versli-Schmied. Das ist nun eine deutliche Verharmlosung von seiner Leistung. Ich möchte sagen, der Manni war immer unglaublich bescheiden und zugleich sehe ich darin auch ein Merkmal von Schlauheit, möchte ich mal sagen. Mit dieser volkstümlichen Musik, die er macht, bringt er sehr komplexe Gedanken an ein Publikum, das sich mit diesen Gedanken sonst nicht so würde abgeben. Das ist das Lied von den Bahnhöfen, wo der Zug gang schon abgefahren ist oder noch nicht ist gekommen. Und es stehen Leute im Regenmantel dort und warten. Und das Gepäck haben sie abgestellt und 2 Kinder schauen am Automat, ob nicht doch dort noch mehr rauskommen als die Karamell, die sie schon gegessen haben. Der Bahnhofvorstand telefoniert, die Mütze hängen an der Wand. Und im Wartsaal ist geheizt, sitzt ein Mann, der einen Stumpen raucht, der stinkt und liest das Amtsblatt.
Manchmal läutet die Glocken und ein Arbeiter mit schwarzen Händen stellt den Weichen, man weiss nicht für was. Denk für Güterwege, die vor dem Schopf stehen. Und der Bahnhofvorstand legt Mützen an, es fährt ein Schnellzug vorbei und es luftet noch gäng, währenddem, dass der Vorstand schon seinen Hut wieder abzieht. Das ist das Lied von den Bahnhöfen, wo der Zug gäng schon abgefahren ist oder noch nicht ist gekommen. Also ich will ganz unumwunden einfach sagen, dass er ein Dichter war. Ich mag mich noch erinnern, er war einmal bei einer Zusammenkunft von Schriftstellern. Dort haben verschiedene gelesen, Gedichte gelesen unter anderem. Und dann hat er mir gesagt, wie wohl tut es einem, wenn man dann mit der Gitarre aufstehen und Zeug singen oder sagen, die zwar nicht besser sind, aber man hört einfach lieber zu. Der Schriftsteller Peter Lehner und der Jakob Stickelberger. Ist der Mani Matter ein Dichter gewesen? Neben seinen Chansons, die bekannt sind, hat er auch Einakter- und Prosastücke geschrieben und Übersetzungen gemacht und hat in der Gruppe Olten mitgearbeitet, einer Vereinigung von Schweizer Autoren. Wir haben den Schriftsteller Adolf Muschk und den Lyriker Dieter Fringeli gefragt, was für eine Rolle der Mani dort gespielt hat. Keine auffällige. Und mich dunkt überhaupt, seine Unauffälligkeit ist für mich im Rückblick fast seine wichtigste Eigenschaft geworden. Wenn wir amigs gekommen sind mit Vorschlägen, was man nachher institutionalisieren und so weiter, hat er, ich erinnere mich deutlich, hat er immer gefragt, für was. Und das für was heisst etwa, wenn eine Gruppe ist, dann braucht sie keine Reglementierung. Wenn sie keine ist, dann hilft ihr auch die Reglementierung nicht. Ich weiss nicht, wer den Mani kennt hat, wenn man das Wort kennt, gross schreibt. Ich gehöre sicher nicht dazu, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, von etwas Schutzbedürftigem, der eben darum fähig war, auch andere zu schützen. Er hat für mich etwas gehabt von einem älteren Bruder. Immer, wenn ich ihn wieder gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass er ein Kopf grösser war, als ich ihn in Erinnerung hatte. Er hat innerhalb der Gruppe Alten vielleicht eine ganz wenig Aussenseiterrolle gespielt, obwohl er so fest drin war. Er selber hat sich ja nie so recht getraut, sich als Schriftsteller zu bezeichnen. Er hat von sich selber ja wie in einer Chanson auch vom Versli-Schmied geredet. Der Sidi Abdel Assar von El Hamma hat mal am Morgen früh noch im Pyjama in der Strasse vor der Moschee 2 schöne Augen gesehen. Das ist der Anfang geworden von seinem Drama. Sie war Tochter von Mohammed Mustafa. Der Abdel Assar hat nicht mehr schlafen, bis er bei Mohammed um die Hand angehalten hat und gesagt, ich biete 150 Schafe an. Der Mohammed hat geantwortet bei Allah: Es freut mich, dass meine Tochter dir hat gefallen. Doch wert ist sie meine Seele, 220 Kamel, und drunter kann ich dir sie auf keinen Fall lassen. Da hat der Abdel Assar gesagt, oh Sidi, auf so einen teuren Handel gang ich nicht ein. Ist fort, hat gleich drauf schon eine billigere genommen, die nicht so schön war, dafür eine gescheite. Doch wenn es Nacht wird über der Sahara, schaut der Mond am Himmel hell und klar an und trauert hier und da den schönen Augen an und denkt, hätte ich doch früher anfangen zu sparen. Das eigentliche Verdienst von Mani Matter ist nach meiner Meinung, dass er in seinen Chansons, die man ohne weiteres als Mundartgedicht lesen kann, unabhängig von der Melodie und vom Vortrag, gezeigt hat,
was Umgangsspruchdichtung in Wirklichkeit ist. Der Kurt Marti hat den Begriff Gedicht in der Umgangssprache aufgebracht und sehr viele Autoren haben es nachgemacht. Der Mani Matter hat einen ungemein sensiblen Sinn für Redensarten, für sprachliches Alltagsmaterial. In seinen Chansons, in seinen Texten sind auch die abgedroschensten Floskeln und Redensarten Poesie, Dichtung geworden. Er ist auf eine ganz unscheinbare Weise ein sehr guter Dichter gewesen. Er hat seiner nuancierten Kunst eine Form gegeben, die verständlich war, die zirkulieren konnte. Und ich bin sicher, er ist über einen Haufen Lacher, die er ausgelöst hat, gar nicht so glücklich gewesen. Und wenn Sie seine Texte heute anschauen, sie sind das, was man auf gut Zürichdeutsch Hinterfotzig nennt. Man hat sie vielfach als Lumpenliedli behandelt, aber man hat völlig ausser Acht gelassen, dass die Lumpenliedli eine ganz bemerkenswerte Funktion in der Literatur haben. Selbstverständlich hat man in dieser Hinsicht den Mani Matter auf jeden Fall über Jahre hinweg unterschätzt. Unmittelbar nach seinem Tod ist mir so ganz recht aufgegangen, wie populär als der Mann war bei allen Schichten vom sogenannten Volk. Ich habe gar nicht gewusst, dass ein Schweizer Künstler, notabene ein Schweizer Schriftsteller, Dichter, so populär überhaupt werden kann. Wir haben einen Verein, ich gehöre dazu. Und die Leute sagen, schau, der gehört auch dazu. Und manchmal gehöre ich wirklich dazu und ich stehe dazu. Und dann sehe ich den Sättig, die gehören dazu. Und haben doch mit mir im Grunde noch nichts zu tun. Und andere, die ich doch biess dazu, gehören nicht dazu. Und auch was sie machen, die dazu gehören, da standen ich nicht gegen dazu. Und manchmal fragen mich die Leute, schau, gehörst du da dazu? Und ich werde verlegen, stehe nicht mehr recht dazu. Und denke noch, blasen mir doch in die Schuhe. Und gebe nur ganz ungern zu, ja, ich gehöre dazu. Und dann denke ich alle dann doch wieder, schau, es gehört der und dieser ja auch noch dazu. Und dann gehöre ich doch wieder gern dazu und ich stehe dazu. So gehöre ich dazu, gehöre gleich nicht dazu. Und stande dazu, stande gleich nicht dazu. Bin manchmal stolz und habe manchmal genug und das gehört dazu. Wir haben einen Verein, ich gehöre dazu. Und die Leute sagen, schau, der gehört auch dazu. Und manchmal gehöre ich wirklich dazu und ich stehe dazu. Die Chanson von Mani Matter hat man nicht nur zu Bern geschätzt. Der Pfarrer Kurt Marti hat das vor einem Jahr so erklärt. Der seltene Fall traf ein, dass kleine intellektuelle Kunstwerke im besten Sinne volkstümlich geworden sind. Mit seinen Kollegen ist der Mani in der ganzen Schweiz in Kleintheater singen. Meistens sind der Fritz Wittmer und er miteinander gefahren. Muss man hier auch sagen, wir gehen viel mehr in der Ostschweiz und um Zürich und um Basel singen als in der Gegend von Bern. Da sind wir also gerne zusammen gefahren. Und dass wir dort miteinander geredet haben, das ist also, das kann ich hier nicht beschreiben. Nur ein paar Sachen. Zum Beispiel hat er sehr viel gesungen. Er hat also sowohl deutsche Matrosenlieder hat er können singen. Hans Albers hat er noch gemacht. Er hat die französische Chanson gesungen, noch und noch. Er hat sehr viel eigene Gedichte von früher, hat er mir vorrezitiert. Er hat lange Gedichte rezitiert vom Rilke zum Beispiel oder vom Hofmannsthal, den er übrigens nicht geschätzt hat, aber also der Widerwillen hat er von sich gegeben. Einmal, als wir von Lenk oben runtergefahren sind, hat er mir also von Lenk bis auf Bern die ganze Philosophie von Wittgenstein und von Martin Buber erzählt. Und nachher hat er noch die ganze Widerwillen gegen Carl Gustav Jung hat er ebenfalls noch ausgedrückt, ungefähr von Thun bis auf Bern. Der Luzerner Kabarettist Emil Steinberger, der als einer der ersten Kleintheaterleiter außerhalb von Bern der Mani auftreten. Ich mag mich erinnern, als ich das erste Mal gehört habe, so ein Lied von ihm, das war im Radio, ich habe den Uhr erfunden, das ist sicher schon manches Jahr zurück. Ich war so begeistert von dem Lied und war überrascht, dass eigentlich gar niemand drauf gekommen ist, das irgendwie weiter zu verfolgen oder den Mani Matter mehr zu hören. Das ist zumal einfach noch
weiter weg gewesen. Wir hatten noch kein Verständnis, glaube ich, für diese Sachen. Und ich habe das Gefühl, dass die Wirkung von seinen Liedern vor allem dort durchgegangen ist, dass er etwas ausgelöst hat, was der Nonsens bedeutet und einfach so das skurrile Humor. Und ich glaube, er war da ein wahnsinniger Pionier dadurch. Ich bin voll überzeugt, dass er ein grosser Helfer war, dass wir heute auf der Bühne Nonsens bringen dürfen. Das haben wir auch erlebt bei uns an der Silvesterübung. Was er dort losgelassen hat, an dem Silvesterabend, hat man gemerkt, dass er einfach von Natur aus ein Komödiant ist. Und was er da auf der Bühne dann improvisiert und von sich gelassen hat, das ist so herzlich und schön gewesen. Alles, was er macht, ist im Grunde genau so wie seine Chanson. Was waren das überhaupt für Silvesterabende? Ja, der Silvesterabend, der hat sich plötzlich so ergeben, dass der Franz Hohler auf Luzern kam am Silvester und der Bogner ist auf Luzern gekommen und dann haben wir noch den Mani Matter gefragt, der ist auch gekommen, dann sind wir 4 gewesen, dann ist auch mal der Peter Vilosli noch dazugekommen, der Dimitri ist auch mal dabei gewesen, es war also eine ganze Konzentration gewesen. Und dort haben wir einfach, wir haben gar nicht vorbereitet für den Abend, sondern gesagt, heute Abend machen wir, was uns einfach passt. Ab und zu haben wir die Leute mal gefragt, was wünschen die jetzt sehen, und dann haben die irgendeine Szene gerufen und gesagt, im Bauernhaus. Dann haben wir einen Tisch auf die Bühne gestellt und der Mani hat dann so den Knecht gespielt, nicht so richtig urchig mit seinem Schnauz, das hat einfach toll ausgesehen. Oder eine Szene war, die wir gemacht haben beim Arzt, dort war der Franz Hohler der Doktor und ich war der Patient und hatte irgendeinen Kleiderbügel hinten im Kittel innen, der rausgestanden ist und gesagt, ich habe immer Schmerzen im Rücken und der Mani Matter war die Schwester, die Krankenschwester, mit dem Kopftuch an, einfach, und dann der Schnauz vorne raus und ist immer hin und her gewackelt. Das war so ulkig und wir haben also selber, für uns war das Silvester jedes Mal fast eine Therapie gewesen. Der Mani hat alle seine Kollegen von der Kleintheaterkunst bewundert, nicht nur der andere Sänger oder Kabarettist, der Pantomime, der Clown. Was für eine Erinnerung an Mani Matter hat der Dimitri? Ja, ich meine, das Menschliche, das ist immer das Wichtigste, glaube ich, bei jedem ehrlichen Künstler. Und der Mani ist für mich eine ganz einmalige Erscheinung. Und wenn er nicht ganz durch und durch menschlich wäre, und dann hätte er eben auch nicht den Humor und wäre er auch nicht der Mani Matter und hat auch nicht so viel zu sagen. Betrachtungen über ein Sandwich. Was ist ein Sandwich ohne Fleisch? Es ist nichts als Brot. Was ist ein Sandwich ohne Brot? Es ist nichts als Fleisch. Erst wenn du mit Fleisch dein Brot belegst, erst wenn du mit Brot umgibst dein Fleisch, bekommst du ein Sandwich, Brot und Fleisch. Schau, dass du dem ging Rechnung drehst. Und zwar ist es wichtig, dass du Folgendes auch weisst. Es genügt nicht, dass du das Brot einfach unterlegst am Fleisch. Es braucht eins Brot und dafür verstehst. Und eins, das du oben drüber legst. Nur wenn du so dran hergehst, bekommst du ein Sandwich, eins mit Fleisch. Das Problem vom Anken käme, das stimmt dann noch dazu. Es geht darum, ja nicht auf die letzte Seite zu tun. Du siehst, du issest, du Barbar, und füllst deinen Bauch und wirst nicht gewahr, was in einem Sandwich auf deinem Tisch für Dialektik drinnen ist. Für Dialektik drinnen ist. Ja, das Lied vom Sandwich, das mahnt mich ein bisschen an ein Spiel. Es ist ganz einfach, ihr kennt es sicher alle. Es geht so, der eine legt seine Hand auf den Tisch und der andere legt seine drauf. Und dann legt der eine seine andere Hand auf die eine Hand vom anderen. Und der andere legt seine andere Hand auf die andere Hand vom einen. Und dann zieht der eine seine eine Hand unter der einen Hand vom anderen vor und legt sie auf die andere Hand vom anderen. Oder der andere zieht seine eine Hand unter der anderen Hand vom einen vor und legt sie auf die eine Hand vom einen.
Und dann zieht wieder der eine seine andere Hand unter der anderen Hand vom anderen führen, nicht? Und so weiter. Man kann es übrigens auch zu dritt spielen. Der Mani Matter war ein ausgesprochener Nonsensliebhaber. Das absolut einfache, das konsequente Beharren auf einem einzigen, ganz nichtigen Motiv, das kommt sehr oft auch in seinen eigenen Liedern. Er hat auch sehr gerne Karl Valentin gehabt, den hat er also seitenlang zitieren. Und dort kommen wir vielleicht auch seiner eigenen Art ein bisschen näher, bei dieser clownesken Doppelbödigkeit von Valentin. Der Mani hat zum Beispiel das Wesentliche am Clownesken oder am Clown darin gesehen, dass seine Einfachheit stellvertretend ist für so und so viele andere Situationen. Dass man so und so viele andere Situationen auf die eine Situation kann reduzieren kann, die jetzt ein Clown zeigt. Besonders schön sieht man das zum Beispiel in der Geschichte oder in diesem Lied mit den Schimpfwörtern. Ein Löw, ein blöder Siech, ein Glünki und ein Sürmu. Die haben also Krach, weil der Glünki zum Löw gesagt hat, er sei ein blöder Siech. Aber die Schlägerei, das finde ich sehr typisch und sehr gut. Die Schlägerei geht dann erst in dem Moment los, wo der Glünki zum Löw sagt, er sei ein Löw. Das ist also an sich ein richtiges Nonsensstück, aber doch ein sehr starkes und ein verbindliches Bild, dass der Löw, dass der nicht verrückt wird, wenn man einem blöden Siech oder Sürmu sagt, sondern wenn man einem Löw sagt, also das, was er tatsächlich ist, das ist ja das, was man am wenigsten verträgt. Der Mani ist jemand, der sehr schöne Nonsenslieder gemacht hat, die für jeden, der sie als reinen Nonsens will nehmen, tatsächlich Nonsens sind. Aber für jemanden, der sie gerne als Sens nehmen will, sie sind durchaus auch Sens. An diese Seite von Mani erinnert sich nach dem Kabarettist Franz Hohler oder Fritz Wittmer. Zum Beispiel hat er mal über Eddie Hubacher ein Gedicht gemacht. Der Eddie Hubacher hat dann dauernd den Kugelstoss, Schweizer Rekord, verbessert und hat, hat sogar den Mani zu hören bekommen und dann hat er ein Gedicht darüber gemacht. Die ersten 3 Strophen waren so. Hubacher Eddie ist ein Grosser, er kann auch schaffelig Kugel stossen. Er hat mit Teuer in diesem Sport schon 4-mal gebrochen, der Rekord. Gäng meinst, bei so vielen Meter liegt er, der Eddie kommt und man noch weiter. Dann hat er gefunden, so viel habe ich jetzt, aber es fehlt noch eine Schlussstrophe. Und dann im nächsten Brief hat er mir geschrieben, Eddie ist schon die Schlussstrophe gekommen. Bis zuletzt spreche ich mehr bei gutem Wind noch zu England Eddies Geschoss an Grind. Und solche Züge, er hat also dauernd solche komische Sachen gemacht. Er hat übrigens auch Kinderverse geschrieben, vielleicht auch inspiriert von den englischen Nursery Rhymes. 4-zeilige, ganz einfache Kinderverse, wie zum Beispiel das vom Elefant. Was ist der Elefant mit Tag? Panierte Fisch und Köhli. Und die Creme, die es zum Dessert gibt, die lässt stehen, der Löli. Da ist noch ein lustiger drin, den er nachgeahmt hat vom Spike Milligan. Das heisst so. Fahrst im Urwald Kanu, kommt ein Kannibalenstamm. Und gerade wenn es Zeit zum Mittag ist, njam, 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 dann fahrst du gescheiter wieder dran. Mein nächstes ist wieder etwas älteres. Das heisst beim Coiffeur. Beim Coiffeur bin ich gesessen vor dem Spiegel, schaue rein und sehe der drinnen Spiegel, wo an der Wand ist vis-à-vis. Und der drin widerspiegelt sich der Spiegel da vor mir. Und in dem Spiegel wiederum der Spiegel hinten vor. Und so ging weiter, es war wie ein langer Korridor. In dem mein Kopf gewiss 100-fach von hinten und von vor. Ich war aufgeregt, in einer Kolonne, zuhinterst ist der Kopf. Ich habe ihn nicht mehr gekannt, so klein wie ein Gaufenknopf. Mein Kopf, der hat sich der Weite, stellt euch das vor. Verloren in der Unendlichkeit vom langen Korridor. Ich habe mich selber hinten gesehen, verschwinden, habe das gesehen. Am heiter hellen Vormittag und wie wenn nichts wär geschehen. Vor Klopf habe ich mein Maul aufgesperrt, dass ich im Korridor. Grad 100 Müller mit aufgegangen wie ein Männerchor. Ein Männerchor aus mir allein, ein keibengespässiges Gefühl.
Ein metaphysisches Gruseln hat mich gepackt im Coiffeurgestühl. Ich hab die Serviette von mir gerissen und geschoren sofort. Das Coiffeurgeschäft verlassen mit paar entschuldigenden Worten. Und wenn ihr findet, ihr sollt ein bisschen mehr zum Coiffeur gehen, dann könnt ihr jetzt verstehen, warum ich da eine Hemmung habe. Ich glaube, dass er in seinen letzten Chansons vielleicht ein bisschen im weitesten Sinn vom Wort politischer geworden ist. So sieht es der Dieter Fringeli. Was meint der Fritz Wittmer, der mit dem Jakob Stickelberger zusammen heute Mani Matter seine Lieder singt? Unter der letzten Chanson oder unter denen, die vielleicht eben einen neuen Stil haben, möchte ich die zwei rausnehmen. Warum seid ihr so traurig? Und nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen. Als der Mani die zuerst mal uns vorgesungen hat, waren wir also sehr überrascht gewesen, ich würde fast sagen, einfach betreten auf eine Art, weil es ein Stil war, den er sonst nie vertreten hat. Früher er hat das also sogar abgelehnt. Es war eine Chanson, die er überhaupt nicht mehr ironisch war. Er hat zum Beispiel gar nicht mehr einen Anlass genommen, ganz einen einfältigen Anlass, wie zum Beispiel, dass er kein 20 hat für einen Parkingmeter oder dass er ein Zündhaus auf den Teppich lässt. Es ist eine Chanson, die in einer ganz einfachen Sprache sagen, was ihm nicht passt und die Widersprüchlichkeiten des Lebens nicht mehr in einem grotesken Bild sagen, sondern einfach genauso, wie er es empfindet. Wie er glaubt, dass alle Menschen es eigentlich empfinden und wie er es eben allen Menschen müsste sagen. Es sind Lieder, die ein tiefes Unbehagen zeigen, im Leben wahrscheinlich, oder einfach, die einfach todernst sind, muss ich so sagen. Und er hat selber gesagt, also das gibt ein himmeltrauriges Programm, wenn das so weitergeht. Und hat nachher gerade, damit es nicht so ein himmeltrauriges Programm ist, hat er nachher noch ein Lustiges geschrieben, Ballade vom Herrn Zender und seine Teetasse, wo wir jetzt auch singen in diesem Programm. Das ist der Jakob Stickelberger, singt das. Die zwei Chansons, die ich gesagt habe, muss ich auch so oder darf ich singen. Ich weiß nicht, ob ich sagen muss oder darf, weil es sehr schwer ist. Es sind die allerpersönlichsten Lieder, die er überhaupt je gemacht hat. Und es ist sehr schwer, den Leuten das zu vermitteln, was er eben vermittelt hätte. Und ich weiss nicht, ob es auch für die Leute irgendwie, soll ich sagen, dass sie ein bisschen ins Leere rausgehen. Früher hat er zum Beispiel auch Ernste gemacht, aber irgendwo ist gegen noch so ein augenzwinkernder Ton drin gewesen, oder irgendeine schlossene ironische Pointe, was wieder umgekehrt hat. Und wo man wieder plötzlich befreit lachen. Aber das befreite Lachen ist eben in Teilen von den letzten ist einfach nicht mehr möglich. Es ist übrigens auffällig, dass die Lieder viel mehr als die früheren ein Dialog mit dem Publikum sind. Und es sind viel mehr als früher mimische Chansons. Der Mani Matter hat vor 6-7 Jahren noch praktisch seine Chanson mit unbewegtem Gesichtsausdruck gesungen. Und das hat dann unerhört lustig gewirkt, weil ziemlich viel passiert ist während der Chanson. Der Mani fast ganz als erstaunter Mensch eigentlich da die Chanson gesungen hat. Bei den Neuen hat man das nicht mehr können. Man hat wirklich müssen beteiligt sein damit. Und er war schon sehr beteiligt gewesen, wenn er die gesungen hat. Und es ist schwierig für mich, eben so beteiligt auszusehen, wenigstens, wenn ich die Chanson singe. Weil es sowohl der singt, wie die eben zulassen, sehr angeht. Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen. Wir, die müssen leben in den gottvergessenen Städten, wo man auf dem Trottoir läuft und wenn man über die Strasse will, muss warten, bis man von einem grünen Licht Erlaubnis hat. Und wenn man das nicht macht, dann wird man überfahren. Ist das der Endpunkt der Entwicklung von 5000 Jahren? Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen. Wir, die müssen arbeiten in einer gottvergessenen Stelle, wo man wie ein Rädli ist, in einer Maschine, wo niemand überschaut und wo ihm gesagt wird, was man soll. Und wenn man das nicht macht, dann wird man überfahren. Ist das der Endpunkt der Entwicklung von 5000 Jahren? Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen, als bestenfalls von Ferien 14 Tage lang am Meer, wo man Kriminalroman liest unter Palmen, für ein bisschen zu sehen, wie es wäre, wenn das Leben interessanter wäre, bis dass man schliesslich froh ist, wieder heimzufahren. Ist das der Endpunkt der Entwicklung von 5000 Jahren?
Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen, als selber einisch zu werden wie die besseren Herren, wo ein Swimmingpool im Garten hey und auf Safari gehen, solange sie noch keinen Herzinfarkt haben bekommen, solange sie mit dem März noch in keinen Baum sind gefahren. Ist das der Endpunkt der Entwicklung von 5000 Jahren? Nein, sagen sollen wir von nichts mehr anderem träumen, wir, die müssen leben in den gottvergessenen Städten. Wenn ihr auch nicht wüsstet, wem seine Lieder wir jetzt singen, so kämt ihr doch einmal ganz sicher beim nächsten Lied von selber drauf. Es ist die Ballade vom Herrn Zehnder und seiner Teetasse. Der Herr Zehnder, der vor sich eine Tasse Tee hat auf seinem Tisch, tut drin rühren mit dem Löffel, der im Untertassli ist. Dass der Zucker gut vergeht, tut der rühren drin und her, führt der Löffel zu ringset um und zuletzt noch einisch hin und her. Aber das Letzte hat er besser unterlassen, jetzt macht er Tee, nämlich Wellen schüttet aus, im Untertassli gibt's einen See. Der Herr Zehnder, der das sieht, löpft sein Tassli, der will der, das Untertassli drunter wegnehmen, dass es zurück ins Tassli leer. Doch am Tassli klebt der Tropfen, er nimmt das Untertassli weg. Und jetzt fliegt der Tropfen ab, auf dem Tisch durch gibt's einen Fleck. Der Herr Zehnder sieht den Flecken auf dem Tisch durch Justament, wo er das Untertassli hält und will er in dem Moment auf den Tisch anstatt aufs Tassli schaut, so schüttet er den Tee. Statt ins Tassli zurück daneben, es gibt einen grossen Flecken mehr. Und kaum hat er die Bescherung, die er angestellt hat, erkannt. Das Untertassli in der linken, das Tassli in der rechten Hand. Da erklüpft er so das Tassli, wo der Tee noch drinnen ist, auch noch ausleert und jetzt ist die ganze Schwette auf dem Tisch. Zum Glück spielt in ihrer Verkettung am Herr Zehnder übel mit. Aber euch kann schliesslich gleich sein, wenn es bis 10 Flecken gibt. Warum seid ihr so traurig? Wohl, man sieht nach's doch an. Solltet ihr mal eure Gesichter sehen, wenn ihr sitzt im Büro? Solltet ihr mal eure Gesichter sehen, wenn ihr fahrt im Tram? Warum seid ihr so traurig? Es geht doch so, wie ihr es wollt. Frau und Kind sind doch zu Weg. Im Beruf geht's gäng ein bisschen vorwärts. Es lenkt doch auch hier und da schon für ein kleines Trüberi. Warum seid ihr so traurig? Fürchtet ihr das, was kommen könnte? Aber ihr seid doch versichert gegen die möglichen Zufälle. Und wenn das Alter dann kommt, habt ihr eine rechte Pension. Warum seid ihr denn traurig? Nein, ihr wisst keinen Grund. Vielleicht, wenn ihr einen Grund hättet, wäret ihr weniger traurig. Manche, wenn das Leben ihm wehtut, besinnt sich dadurch wieder dran. Der Mani Matter kann seine Berner Chanson nicht mehr singen. Seine Freunde singen sie heute für ihn. Am 24. November des letzten Jahres ist der Mani gestorben. Und vielen ist eigentlich erst nach dem Tag aufgegangen, was er ihnen bedeutet hat. Der Kurt Marti, der Dieter Fringeli und der Franz Hohler haben neben vielen anderen das probiert in Worte zu fassen. Erinnerungen an Mani Matter. Heute am Morgen die Meldung, gestern am Abend sei der Mani. Der Mani Matter sei tödlich. Ausgerechnet er. Vergeblicher Versuch, ein Gedicht auf Mani Matter und seinen Tod zu schreiben. Ich lasse es bleiben, auf dich lassen sich nur schlechte Gedichte schreiben. Das spricht für dich. In jedem Lied von dir, wo einer stirbt, hat's einen Sinn. Der Eskimo und der mit der Nase. Nur du bist gegangen und niemand weiss warum. Das ist ein Vers, auf den gibt's kein Reim. Oder ist es wegen dem, dass man selber Freude hat, solange man noch lebt? Dass man spielt mit den Kindern und nicht wartet bis morgen? Dass man lässt und schaut und gleich noch manchmal lacht? Grad das wär aber so viel leichter gewesen, wenn du noch ein Weile da bleiben wärst
und uns gezeigt hat, wie man das macht. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.